Es dauert immer länger und länger, Freunde, bis das Spiel überhaupt mal richtig gestartet ist. Crazy, crazy. Willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, wieder mal ziemlich laut hier auf den Ohrmuscheln. So, wir hatten in den letzten Folgen noch ein bisschen das Dilemma mit dem Gold. Also, was heißt Dilemma? Wir haben uns einfach mal ein bisschen gefragt, hey, warum ist das so und nicht so und blablabla. Nicht wahr? Und andererseits sind wir aber immer noch mit der Quest dran. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Ich war doch mal, wo das Schiff abgeblieben ist, ob der überhaupt noch unterwegs ist und so. Da haben wir nämlich keinen Schimmer. Also eigentlich wäre es ja hierhin unterwegs. Empfohlene Vorbereitung, ja. Wo sind nur meine Karten abgeblieben? Ja, also ist er unterwegs. Dann kann es eben dauern. So, wir haben da noch eine Quest offen mit Archie, okay. Ich habe gerade überlegt, erstmal vielleicht zurück in die Arktis. Expeditionen haben sich im Eis verirrt. Die meisten mussten wertvolle Vorräte zurücklassen. Wir könnten danach suchen. Ja gut, warum nicht, wa? Jetzt ist die Frage, wenn wir hier zurück beim Start sind. Wir haben hier ja Klabberläng, wir haben hier das Teil. Ich ein bisschen unsicher bin, was der jetzt überhaupt genau macht. Der ist nicht irgendwie auf einer Route oder so etwas? Nö. Ich habe zu viele Dampfmaschinen hier. Ich bin gar nicht mehr sicher, für welche Dampfmaschine ich hier oben gebraucht habe. Ah, deswegen. Luftschiffe. Wir haben dummerweise kein Gas mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Luftschiff. Weil da war sowieso jetzt eine Idee von mir, also mal da mit der Luftschiffflotte mal anfangen. Oder das Versuch irgendwie. Vor allem für die neue Welt, weil da mit dem Angriff der Piraten etc. wäre, glaube ich, auch wirklich mal so ein Luftschiff ein bisschen besser. Das ist halt die Frage, der ist gerade auf dem Rückweg. Ja, und ich habe halt nur die beiden, die da halt unterwegs sind. Ich meine, sie meint so, hey, kann er mal da hingehen und ohne Fracht und so, aber das geht halt nur mit einem Luftschiff, sonst geht das halt nicht. Ich habe jetzt gerade eine Frage. Wir haben jetzt hier ein Luftschiff, das macht ja eigentlich bloß Kohle Kinsa. Also später geht zwischen den beiden Welten hier, genau. Muss man ja eigentlich nicht so machen. Vielleicht brauchst du nicht unbedingt ein Luftschiff hier oben. Wir haben ja sowieso keine Gegner. Also kann man sich genauso gut sagen, hey, Luftschiff hier oben, das lohnt sich, ja. Aber unten, nö, lohnt sich nicht. Die Schutzbrillen finde ich offen gestanden ein wenig lächerlich. So findest du. Die Frage, die ich mir jetzt halt noch stelle, ist, ja eben, das ist Gaswasserstätte braucht so viele Einwohner. Beziehungsweise doch Einwohner. Arbeiter, sagen wir es mal so. Und aktuell sieht es ja mit Öllampen, Pemmikan, Fleischkonserven hier oben gut aus. Ist halt die Frage, baue ich hier noch ein bisschen mehr aus? In der Hoffnung, dann irgendwann in nächsten Parts mal das mit dem Öl ein bisschen ausbauen zu können. Ich versuch's einfach mal. Es ist die Arktis. Ja, es ist die Arktis, ich sag's ja. Es ist die Arktis. Hä? Ich hab 3. Also, der mit dem Treibstoff. Ja genau, der mit der Treibstoff klaut. Hey, da hat gar keins. Aufgepasst. Sie wäre nicht der... Ach, der macht die seltsame Route hier. Und holt den Treibstoff ab. So haben wir es damals gemacht. Okay, also wenn ich nur 10 habe, kann man mit der Luftschiffflotte, das dauert eine Weilchen, wa? Doof. Zwischenfallrisiko hoch, ja, aber ich habe ja eigentlich alles hier. Bereit.
Das Einzige, was ich überlegen könnte, ist der hier. Weil da macht es keinen Sinn, warum das der jetzt... Um das Luftschiff machen, nicht zum Beispiel mit dem hier. Wir waren das eigentlich hier oben in den Dampfmaschinen, aber da manuell geholt, weil eben ich mal dachte, hey, vielleicht können wir mal was mit der Luftschiffflotte und so machen. Da wurde doch nichts draus, oder was war da irgendwie der Gedanke dahinter? Altarktis, wir machen nur das, ja okay, das mit Segeln ist auch klar, da ist ja auch wegen Luftschiff, weil die ja Wind im Segel brauchen. Nee, nicht ganz so, aber fast. Da ist eben die Treibstoffinsel, die macht den Umweg. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, wo mangelt es nicht, wenn man fragen darf? Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Ja, Toi, toi, toi. Ich drück dir beide Daumen. die Aussage bringt mir gar nichts. Dass sie einfach unterwegs sind. Ja, mal gucken, wie es läuft. Und ich denke mir so, what? Okay, aber ansonsten hier oben läuft es ja eigentlich relativ gut. Man sieht es auch hier. Ja, hier Technikarbeitskräfte. Das ist halt eben auch der Quatsch, so es nicht teilen kannst. Aber hier so viel Techniker im Überfluss. Uns gehen einige... Ja, das Problem mit den Öllampen, mit dem Messing. Wobei wir haben ja eigentlich gesehen, ich hoffe, das wird bestätigt. Ja, wobei ihm so viel haben die auch nicht mehr. Ah, sie haben der gleiche Mist mit dem scheiß Messing. Na gut. Solange ich sowieso noch warten muss, Freunde, habe ich irgendwo vielleicht mal noch ein Schiffchen übrig, was gerade nichts macht? Ah, gut. Wo soll denn das jetzt? Hä? Ja, hieß ja. Ach, ernsthaft zum Leuchtturm, okay. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Grausam. Jetzt will der noch Dampfmaschinen haben. Was ist denn los mit dir? Was sind das für eine Quest? Gewaltige Motoren, ich sehe es. So, die Weltausstellung hier läuft noch. Sind beständig. Das ist der Schlüssel. Wie sieht es eigentlich hier generell aus? Also mit den Uhren steigt jetzt aktuell. Ne, es sinkt wieder. Obwohl ich es auch geklaut habe. Gesagt habe, nö, ich kriege doch keinen Kaffee. Nö, damit sinken mir 2 Einnahmen, aber scheißegal. Okay, da muss ich noch Unter optimieren. ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Was ich eh schon lange mal machen wollte. Ich glaube, jetzt ziehe ich es langsam mal Die durch. Waffenruhe wurde beendet. Wir haben es hier ja auch schon mal angedeutet. Aber wenn es keine Nacht ist, dass ich hier halt eine Insel mache als erste Anlaufstelle von der neuen Welt her. Also alle Waren von der neuen Welt kommen erstmal hier hin. Und dann werden sie hier wiederum verteilt. Zum Beispiel hier nach Bright Sands oder Deepwater. Das würde ich dann so machen. Das war ja mal die Idee. Die ursprüngliche. So. Wenn wir noch beim Thema sind mit den Materialien. Stahlträger kommen wieder. Das ist gut. Dass die Kohle sinkt, ist kein Wunder, weil ich schiebe sie nach oben. Ich glaube, momentan mache ich sowieso hier unten nicht so viel. Gold wird es mittlerweile im Überfluss. Aber zumindest auch. Also Gold selbst kein Problem. Und die Goldbarren, die brauchen wir ein bisschen zu lange. Das Problem, wie viel... Ich brauche 125 Arbeitskräfte dafür. Das ist aber wieder scheiße. Ja. Muss schon noch ein bisschen optimieren. Also quasi nochmal hier einen hinpflastern. Das wäre so... Das, was ich gerne hätte. Aber dann kriegen wir das, was wir gerne hätten. Nee, keine Sorge, ich krieg schon noch hin. Dass wir das irgendwie optimieren, alles. Perfekt. Jetzt brauche ich halt wieder diese verdammten Ingenieure. Ich glaub's einfach nicht, ich glaub's nicht. Aber gut. Messing, optimieren. Dampfmaschinen habe ich keine mehr, da ist klar. Die muss ich irgendwie von oben her und die muss ich von oben holen. Das geht nicht anders. Dann haben wir Hopfen.
Ich weiß, es ist oftmals verloren. Das Ding ist alt, sehr alt sogar. Fleischkonserven passen aber. Also vielleicht momentan ein bisschen so aus, als wäre es im Überfluss, aber das passt schon. Okay. Gut. Okay, das beobachten, dass plötzlich zu viel hier ist. Das ist auch gut. Wie sieht es jetzt generell mit den Zwischenprodukten, mit dem Glas aus? Ist doch so, wie ich jetzt gedacht hätte, aber ich produziere gar keine Fenster mehr. Die habe ich hier abgestellt. Dann haben wir hier die Glashütten, brauche ich echt so verdammt viel. Also klar, ich meine, ich brauche Glas für die... Also nicht hier brauche ich kein Glas. Also ich brauche überall Glas für. Das ist der verdammte die Goldschmiede. Ja, die Brillenfabrik halt. Die Formel ist unvollständig. Was du nicht sagst, die Formel unvollständig ist. Dann haben wir hier der Kohle. Der greift jetzt schon wieder an. Erwarten neue Horizonte. Wo sind eigentlich hier meine Kriegsschiffen? Es mangelt an Arbeitskraft. Das ist nichts Neues. Nehmen wir Strong wieder runter. Naja. So ein Katz-und-Maus-Spiel. Was ich aber trotzdem machen könnte, weil... nee, Katylon ist momentan sowieso. Ein bisschen wie die Art vergessene Welt, sag ich jetzt mal. Irgendwie geht hier gar nichts. Nee, weil... Aufhören, bis wir wieder mehr Platz haben. Was mehr Platz haben. Oho. Das ist generell nie schlecht. Genau, Dampfmaschine haben wir jetzt sowieso zu viel, also nehme ich jetzt wieder ein paar zurück, weil ich sowieso unten brauche. Einfach den Quatsch einfach mal über. Hallo? Versuch war's wert. Schmeiß mal über Bord. Gas hätte ich. Nee, ich brauche es jetzt eigentlich unten nicht unbedingt. Zumindest aktuell nicht. Kurz überlegen. Was ich jetzt da machen will. Dampfmaschine habe ich ja eigentlich hier gelassen, damit ich hier Luftschiffe bauen kann. Holz, Segel, Luftschiffe und eben das mit dem Gas. Aber mit dem Gas muss ich eher so optimieren, also bringt es momentan eh noch nichts. Da kannst du mal mich nehmen. Wenn es ja verloren geht. Also, dann haben wir jetzt also die verdammten Dampfmaschinen. Wie um alles in der Welt habe ich mich von Ihnen einwickeln lassen. Höhe stabil. Obwohl, komm, wisst ihr was? Nö. Das mache ich doch wieder anders. Moment. Nimm du das bitte mal kurz mit. Dann kannst du... Okay. Bei mir reicht jetzt ein bisschen. Jetzt machen wir es anders. Nein. Haben wir die Dampfmaschine hingeworfen? Hey, die waren gerade noch hier. Kurs gesetzt. Vergeuden Sie meine Zeit nicht mit einem Gegenvorschlag. Das schnapp ich mir. Steuere. Kein Bock auf Krieg. Verdammt, komm. Im Schwebezustand. Weil ich schicke jetzt die Eiskrone, das Luftschiff jetzt, Schiff vor allem. Schicke ich nach unten. Ich schicke sie zurück in die alte Welt. Ich muss eh warten, bis hier mal ein scheiß Ding aufgeht. Das dauert und dauert, ganz ehrlich. Jetzt habe ich ja das Teil. Routen. Ja, wir haben hier oben ja eine. Gehen wir mal
Was? Also, auf die anderen Welten. Genau, der ist klar, den kann man so behalten. Dann haben wir die Route, der macht was anderes. Und dann haben wir das hier, Kohle, Kanten, Dingsbums. Da werfe ich jetzt einfach den mal raus. Und sag, yo, Alter, was geht? Mach du das. Schiff unter Beschuss. Höhe stabil. Eine Epidemie breitet sich aus. Ganze Gebäude Ich kann nicht ruiniert vor arbeiten, allem. wenn ich krank bin. Ja, ich weiß. Es mangelt an Wieso sind die so doof? Ganz ehrlich. Eine kleine Atempause, um über alles. Ja. Ich habe Frau und Kind. Warum nicht direkt so? So, zurück zu ihm hier. Ich brauche dringend unten die Dinger. Wenn ich es hier oben gar nicht machen kann, mache ich es halt unten. Dann habe ich die 1 da unten. Moment schnell. Wie viel bräuchte ich? 25 los. Okay, das ist nicht viel. Das kriegen wir hin. Und dann kannst du mal die Welt switchen. Du gibst dich mal in die alte Welt. Ja, geht mal Bright Sands, komm. Auf die Station. So. Und er bleibt hier. Hätten wir das eigentlich schon mal gemacht. Da ist das mit dem Treibstoff, okay. Ja gut, eigentlich, es reicht knapp, sag ich jetzt mal, aber es reicht. So, was ist eigentlich hier mit der scheiß Expedition los? Das alte Fernrohr ausfahren. Hell, habe ich doch schon gemacht. Ah, da ist er ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Reise nach Enbesa. Nach Olispo, nach Al-Suk. Was? Geht es nach Olispo oder nach Al-Suk? Wählen Sie den nächsten Zwischenhafen auf Ihre Reise nach Enbesa, dem Land der Löwen. Zu, natürlich, Simba. Dem König der Löwen. Ja. Sobald Sie den Hafen angelaufen haben, werden neue Häfen verfügbar. Sie können auch versuchen, ihn einzeln davon zu besuchen, also beispielsweise Zwischenstopp in Olispo und Al-Suk zu machen. Große Belohnungen wirken jenen, denen dies gelingt, aber vergessen dabei nicht die Moral im Blick zu behalten. Okay, gehen wir erstmal nach Al-Suk. Westhaken und Entermesser. Jo. Palmenumringte Arabesken. Sie legen einen kleinen belebten Hafen an der Nordküste an. Während der Großteil der Mannschaft die Vorräte auffüllenden Schaden repariert, den das Schiff durch den Sturm erlitten hat, machen sich einige auf, um den örtlichen Suk zu erkunden. Was ist überhaupt ein Suk? Oder ein Zug? Die verschlungenen Straßen, geschmückt in einer wilden Farbenpracht, denen schwindelerregende, betörende Düfte entströmen, verwirren ihre Seeleute so sehr, dass sie sich im Gewirr der Durchgänge verlieren. Einige armselig gekleidete junge Männer, die ihre Not erkennen, bieten an, sie durch das Labyrinth zu führen. Verscheuchen und auf die Instinkt der Mannschaft vertrauen, ja, und den zerlumpten Männern nach einem geeigneten Führer suchen. Na komm. Ein Mitglied der Mannschaft weist auf einen führersprechenden Intellektuellen, dessen Ärmel aufwendig mit Arabeskenlinien gemustert sind. Erst als er näher kommt, erkennen sie, dass diese Linien direkt auf seine Haut gemalt sind und Verse heiliger Schriften in seiner Landessprache darstellen. Es ist offensichtlich, dass er trotz seiner bescheidenen Mittel sehr gebildet ist. Bei der Beschreibung der Überlieferungen und Geschichte der Stadt erweist er sich als so hilfreich, dass selbst ihr Diplomat von seiner Ernsthaftigkeit beeindruckt ist. Als es Zeit wird, den Burschen zu bezahlen, bietet er ihm mit der Erlaubnis des Kapitäns eine Ausbildung auf dem Schiff an. Der junge Mann zeigt sich jedoch zögerlich und gibt vor, dass seine Familie ohne ihn nicht ernähren könne. Darauf bestehen, seine Familie kennenzulernen, in der Hoffnung, sie zu überzeugen. Ja. Darauf bestehen, solche Talente darf nicht verschwendet werden. Ja, respektieren. Komm, machen wir das hier. Sie folgen dem Mann in einen kleinen gefüllten Raum in einem der Raids. Nicht Raids, nein, wir sind nicht bei Pokémon. Nein, der Riots. Der Riots. Keine Ahnung. Von wo aus man den Markt überblicken kann. Dort begrüßt sie mit knappen Worten ein betagtes Paar.
Ihre Laune verdüstert sich, als den beiden klar wird, dass sie ihren Sohn mitzunehmen gedenken, und weisen alle Argumente und Angebote entschieden zurück. Das Buch sagt, dass die Jungen die Alten am Abend ihres Lebens unterstützen müssen. Wer sind sie, dies in Zweifel zu ziehen? Sie erwägen einzuwerfen, dass ihr Sohn selber kein Jungspund mehr ist. Doch angesichts ihrer Entschlossenheit bleibt der Mannschaft keine andere Wahl, als nachzugeben und dem Mann enttäuscht Lebewohl zu wünschen. Ja, ist natürlich jetzt insofern schon schade. Andererseits muss man sagen, hey, wir haben ja zumindest die Option gelassen und uns bemüht, auch noch die Familie mit einzubeziehen. Also so, wie es eigentlich auch sein sollte. Alle beteiligten Parteien zu befragen, zu diskutieren vor allem. Und nicht einfach zu sagen, ey, du komm mit. Wir überlegen die Rasse. Weißt du, das ist Quatsch. Schade zwar, aber was soll's. Spiel gespeichert, ja, das Part ist auch eh vorbei. Also sie haben den Trubel und die Farben des Zug hinter sich gelassen und überlegen, wohin es als nächstes gehen soll. Natürlich erst nach der nächsten Folge, beziehungsweise nach der nächsten Pause. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800, das Land der Löwen. Beziehungsweise die Reise nach Enbesa. Bye, bye.